No matter what we do, God has ever alles. So, yeah, Johnny, I've seen you boven. And the title is The New Way of the Spirit. So initiëer ich dort. Wir haben noch Töp beten. Himmlischer Vater, wir danken dir, Vater, für diese Gelegenheit, Töp zu kommen. Und wir danken dir für die Freiheit, die wir haben. Und ja, dass wir hier können, Töp kommen und dem Wort hören und durchgehen. Und danken dir für Johnny, dass er uns erst zum Predigen und möchte ihm die Kraft geben. In Jesu Namen. Amen. Thank you. Good morning, Ola, and welcome here. So 2 weken terug sagt hij de reden en rede ik aan van dat wat we van dat gezaads vrij werden. So vandaar dat ik had het niet goed dat tweede pot genannt, maar dat wat zei is dat tweede pot van dat zijn. En dat wat ik zei aan Rema 7 en Rema 8 honden. En ik weet veel dan red ik nog veel van Galata, wat du zegt van wat we van het gezaads vrij zijn. En zo dat nächste pot dat is dan wat nu. Wanneer we van het gezaads dan vrij zijn, wat dan nu? Nu zijn we van het gezaads vrij en nu leven dan krijgsverlang of wat. En dat is aber niet de antwoord, niet? Dat du hast een tweede pot dat zegt dat we zijn van het gezaads vrij in Rema 7 vers 4. Durch Jesus zijn dood, maar dat is zo dat we nu in een nieuwe weg van een yes, the new way of the Spirit, omduiden kunnen, wat we vruchtbare Christen worden zijn. So, ik wil een klein beetje overgaan als een beetje een recap van de Fee-boodschap en dan waar we weer gaan naar wat we van daar willen bechecken. So, in de boodschap, ik nam de Goodbye Moses, Hello Christ. So, Moses, dat is allemaal van het hij dat gezaads representing. En Jezus is de genoeg, nee? So, nu zijn we niet meer onder dat gezaads wat Moses ons gegeven heeft, nu zijn we onder Christus en in Jezus. So, hij kreeg, zoals ik al zei, van Roma 7 vers 4, dat door Jezus zijn dood, wie we ook tot dat gezaads gestorven. Wie we van dat gezaads los. En tjej dat even lezen, want je wel nog waren Roma 7, waar we niet roets, niet? En dan zie ik ook nog dat God, die heeft nu niet meer, wanneer we nu van het gezaads los zijn, heeft God nu niet meer een verlang van ons, dat we zullen dat gezaads zo en zo hoog en aan wat hij tevreden zijn. Den verlang heeft God nu niet meer op ons. En Jezus dat ganz perfectly erfüllen, dat gezaads. En zo, ik bruk nu niet meer door mijn vleeselijke kracht wat ik heb, proeven zo en zo smaak te zijn. En wanneer ik zo en zo smaak zijn, wanneer ik zo en zo van mijn Bibel lezen, en wanneer ik zo en zo verbeden doe, dan wordt God zeggen, oké, nu best goed je nog. Nu kost dan ook met mij in hemel aan. En zo, dat bruk ik niet meer. Zo dat gezaads, dat is niet voor dat slecht wordt, dat wordt necessary, dat hat zijn plaats, maar dat we mal zo weit, wat het gezaads wordt, dat we hem ons bij Jezus brengen. Ik zeg dat we een beetje een kind van een kind klein is, dan fehlt het kind zeer veel rules. Niet, hey, niet den heuten oven ontschieren, niet daar waarom hebben gaan, en niet dit doen, niet dat doen. Dat fehlt dat. Maar wanneer dan niet opwassen, dan hebben ze ihre convictions. Zij weten dat zeer goed, wanneer ik dit heuten ontschieren was, dan brand ik me. Wanneer ik daar manke fatje gaan, dan is het dangerous. Dan is het something wat innerlijk is. En dat is een example wat ik brought daar is dat is wat het gezegd wordt in het Oude Testament. Nu is de nieuwe weg van een Jezus. Jezus die starf, hij ging in een voeder en hij geeft ons een heilige Jezus, dat is nu in ons en die leven door. So, in Roma 7 vers 6 zegt dat dan dat we werden van het gezegd losgetrand, oder wat ik zal zeggen, zodat we worden vruchtbaar zijn en dat we worden omduiden in een nieuwe weg van een Jezus. En zo, ik weet dat dan, wat ik dan ook nog zeggen, dat de concern wat mensen dan hebben, wanneer we reden van dat, wat we van het gezaads lossen, dat speelt dangerous. Oké, wat dan nu? Wanneer ik nu niet meer in gezaads zijn, nu is dan alles, vrijheid voor alles, of wat? En, ja, de concern is dan, waar ik dan blist dan dat wat mijn vlees jankert, waar ik niet meer in gezaads heb. En dat is een grote concern.
Aber dann in Rede von Galater 5, Vers 16, da sagt jetzt das, ich werde auf Englisch lesen, ich habe diesen Vers nicht auf Deutsch abgeschrieben, but I say to you, walk by the Spirit, and you will not gratify the desires of the flesh. So wenn ich nur den Yes gehen da, dann will ich nicht tun, was das Fleisch will. Das ist nicht, dass nu fehlt mir ein Gesetz, zum sagen, hey, du sollst nicht tun, was das Fleisch will. No, dat der Yes, der dort nie in mir. Und jetzt krijg in den Passage, du in Galater 5, wo das dann von der Frucht von den Yes, the fruit of the Spirit, reden dat. Dann seht ihr noch der letzte Part von, ich werde den Vers auch lesen, but the fruit of the Spirit is love, joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, self-control. Against such things there is no law. So du fehlt nicht ein Gesetz, wenn du die Frucht von Jesus uit die Rückkommt, wenn du Liebe hast und die Freude hast, Patience, Kindness, sind die Dinge, dort fehlt dir da noch ein Gesetz? Wenn ich all Liebe, was mir rückkommt, fehlt mir da noch ein Gesetz von Bieten und sage, hey, da die Nuba Fan behandeln, da nicht das, da nicht dort, weil ich kann nicht Liebe. Der Liebe in mir, der wird mich controllen. Und das ist der Yes, was das. Und so, das ist, was der Paul hier geschrieben hat, was er rüberbringen ist, dass wir sind, dass das Gesetz dort, das ist nicht, dass das Gesetz schlecht wird, aber nie sagen wir in den Yes, nie wird er Frucht bringen in uns. Und so, das ist ein bisschen der Hintergrund von was wir vielleicht reden wollen. Und nu werde ich ein Team mit dabei angehen in Römer 7 von 14 bis 25 und dann noch der erste Part von Römer 8. Und so, Paul wird hier nu mit reden von, warum schafft er nicht? Warum schafft das Gesetz nicht? Er hat Jesus gesagt, wir sind von dem Gesetz los, wir sind gestorben zu dem Gesetz, so warum schafft er nicht? Ist das Gesetz schlecht? Die Antwort hat er noch beantwortet. Die Menschen die sagen, well, ist das Gesetz dann schlecht? Was soll du davon denken? No. Es ist nicht, dass das Gesetz schlecht ist. Er sagt, das wird wie schlecht sein. Wie kann das nicht? Und so, das ist nicht, dass das Gesetz nicht stark genug ist, dass wir sind nicht stark genug, um das Gesetz zu erfüllen. Und so, Paul, der sagt hier dann in, ich wollte Timotheus überlesen, aber er hat ein bisschen beschreiben, wo das schafft. Das hielt sich so, wenn ich diese paar Versen überlesen, da ist, dass Paul der redet hier von, wo heute unter den Sinn leben wird. Aber ich glaube nicht, was dort ist, was heute sein wird. Wir lesen das fertig, sondern ich checke in diesen Kapitel und sage, oh, check mal, Paul, der hat auch viel mit Sinn zu tun, so, ja, dann brauche ich nicht von der Sinn los. Aber das ist nicht, was Paul hier tut. Paul sagt, no, das wird er schaffen. Er hat von sich selbst ein bisschen ein Exempel machen. Und das ist, wo er dann sagt, das Gute, was ich nicht will tun, das tue ich. Und das Schlechte, was ich, das Schlechte, was ich nicht will tun, das tue ich. Und das Gute, was ich will tun, das tue ich nicht. Und so, das ist, was wir hier mit überlesen. So, wir haben Römer 7, Vers 14. Bad 54 lesen. Ich werde mein Basis sein, auf Deutsch über zu lesen. Wir wissen, dass das Gesetz jährlich ist, aber ich sie fleischlich, in Sklav und ohne Sinn verkauft. Ich kann mich selbst nicht verstehen, weil ich nicht dort, was ich tun will, aber ich dort, was mir ging on ist. Aber wenn ich auch dort tue, was ich wünsche nicht zu tun, dann stimme ich mit dem Yes und stehe zu, dass das Gesetz gut ist. Dann sehe ich dort nicht mehr, dass das dann ist dort der Sinn, der in mir wohnt. Weil ich weiß, dass in mir, dass in meinem Fleisch wohnt nicht Gott. Den Willen Gott zu tun habe ich, aber ich bringe dort nicht vor dich. Das Gott, das ich tun möchte, dort tue ich nicht. Und das Böse aber, das ich nicht tun möchte, tue ich. Aber wenn ich auch dort tue, was ich nicht tun möchte, dann sehe ich dort nicht mehr, der dort tut, dann ist das der Sinn in mir, der in mir wohnt. Dort ist dann nu all einmal so, ich möchte das Gute tun, aber das Böse ist noch in mir. Innerlich stimme ich mit Frieden mit Gott in Gesetz, aber in meine Lieder sehe ich ein anderes Gesetz, das gegen dort Gesetz stritt. So ich habe
twee zaten. Hij zegt, en mij zou ik niet onder het gezet. En op Engels merkt het vielleicht een beetje meer sens, but it's the law of sin, nannt hij dat. So, dat jeng dat gezet staat. Dat ik doen wel, en mij onder het zinten jet gezet verskloof, dat nog in mij is. Wer wordt mijn elendig wraak van den doden Körper vrij machen? Gott dank wieder für durch Jesus Christus, unseren Herrn. Dann ist das nicht so, ich selbst mit meinem Willen dein Gott sein Gesetz, über mein Fleisch der Sinn Gesetz. So, der Trouble hier, was er sagen, das ist nicht, dass das Gesetz nicht stark genug ist. Das Gesetz, der kriegt, was das soll. Das ist echt schwach. Und der Trouble ist nicht mehr das Gesetz, das ist mit mir. Ich sehe unser Sinn verbauen. Ich sehe ins Glauben zu der Sinn. Und so deswegen kann ich nicht, wegen dort kann ich nicht so leben, was Gott dort verlangt hat. Wegen dieser Ursache ist das der real reason, warum das Gesetz kann dort leben, was Gott verlangt, nicht über mich rüberbringen. Ich kann bloß nicht. Wenn ich sehe unser Sinn, ich kann eine sinful nature, meine Natur. Und so in Vers 18 seht ihr dann, als ich weiß, dass in mir, dass in mein Fleisch wohnt, nicht Gott. So, das nicht Gott, was in mein Fleisch wohnt, in mir selbst. Und so, Paul sagt hier, dass wo sei hoffnungslos das ist mit ihm, zu proben, durch das Gesetz Gott zu verlangen, Gott zu gefallen. So, er wisst hier, wo sei powerless, wo wenig Kraft er hat. Das ist in mir wohnt nicht Gott, das ist in meinem Fleisch, sage ich. Dann sage ich noch, das ist noch mit euer dort. Das ist nicht bis, was du nicht Gott in mir hast. Dann sagt er, das Gott, das ich tun möchte, tue ich nicht. Das Böse, aber das ich nicht tun möchte, das tue ich. So, er hat ein Verlangen. Er möchte das Gott tun, er will. Aber somehow, das ist nicht bis, was das Gott nicht tut, aber dann geht er nach der Opposite, der das schlecht hat. Und so, somehow, ich glaube, dass mit uns so gefällt, und so, wir haben das noch einmal nicht ausgefigert, dass wir in uns selbst mit meiner Kraft kann das nicht. Ich kann nicht Gott gefallen. Ich kann nicht am nur fallen mit meinem Fleisch. Und so, das kriege ich dann, wo steht mein Willen ist, wo sei ich das Will? Ich kann das nicht. Und sage ich in Vers 1, finde ich will ein paar Verse noch aufskippen. Das ist dann nicht immer so, ich möchte das Gott tun, aber das beißt es noch in mir. So viel, als ich prüfe, das schafft es nicht. Das schleicht das kämpft es immer weiter rüt. So, dann hier im Klima wieder nach aufgehen, Vers 4, finde ich. Du das hat ein bisschen summarizing. So ich sage, wer wird mich elendig wraak von den doden Körper frei machen? So, das muss geschrieben werden in der Zeit, wenn Menschen andere Menschen dort anbringen. Für die Strafe, dann wollen sie den doden Körper und diesen Mörder, wenn sie den umbringen, dann muss sie den Doden einfach rumdrehen aus einer Strafe. Krijgen uns das für vielen Leute und was immer, das wird eine Strafe. So, das viele sagen, das ist das Bild, was Paul hier hat. Wir haben an uns einen Doden an. Das Fleisch ist an uns eingebaut und wir sagen, na, wer wird mich von diesen Doden losnehmen? Und so, das wird das Gesetz uns lädt. Das Gesetz, wenn wir bloß nur das Gesetz leben, wenn wir bloß mit unserer eigenen Kraft das wollen proben zu tun, das ist immer, wo wir hinkommen. Wir sind miserable, wir sind defeated und wir können das bloß nicht. Und so dann sage ich, na, wenn das Gesetz das nicht kann, wenn ich nicht kann durch mein eigenes Willen, so sei es ich will Gott nur folgen, und so sei es ich will Amt zu folgen, wenn ich das nicht kann, wo soll das schließlich dann? Und sage ich, ich wollte mir jetzt den Vers noch lesen, aber das ist der Punkt, wo heute kämpft, und das ist der Punkt, wo wir machen, alle kommen. Und so das Bild, was mir anwirft, das ist, wenn wir proben durch das Gesetz, Gott zu folgen, und das christliche Leben so zu leben, dass heute verlangt, ein fruchtbarer Christ sein,
Ik weet niet waarom je dit beeld bevalt daar, maar mij valt het zo bij dat woord is van wie hängen am Schwein und abhabsen da in einen Proben in Pietsreis te gewen met een Schwein, nicht? Dat je het voets waren en een Schwein hatten met ons. En dat is gelijk dat wat het is, wie proben, wat dat is een Schwein wat wir haben, nicht? Wie kennen bloß nicht, dat wir bis immer weiter durchhauen, aber wir machen einmal ab dem anderen ab, wir machen ab das Piet ab, das nicht, was ich Jesus wel ein Piet vergleichen, aber das ist mit der Unterschied hier, das Bild. Und so, so Paul sagt hier, dass ein Arm ist nicht gut, dass etwas so gut ist, ich will, dass etwas immer weiter an den Schwein hat mit mir. Und so, wer wird mir von das erleisen? Wo kann ich hier mal rüt? Und dann sagt er in Vers 24, das ist die Antwort, sagt, Gott dank wie du Vater, Jesus Christus, unseren Herrn. Dort wo. Hier ist die Antwort. So, du hast eine Erlösung, du hast eine Freiheit, aber das kommt durch Jesus. Das kommt nicht durch meine eigenen Proben. Und so, dann geht es in den 8. Kapitel an, wo dort dann was reden von nur in Jes leben. Und ich war nicht, ich glaube, das vielleicht noch eine Botschaft in der Future kommt von das, wo wir noch mit dabei gehen, wo dort krank luten das, nur in Jes, aber das mit den Transition, wo ist das nu, wenn wir von der Gesetz nur in Jes kommen dann. Und so, Römer 8, Vers 1, weil ich kann ja noch eben lesen. Dann ist nu nicht mehr zu verdammen an die in Christus sind, Christus Jesus sind, die nicht so leben, als das Fleisch verlangt, aber so, als der Jesus das verlangt. So, Römer 8, Vers 1. Und dann wieder lesen, der Jesus, der durch Christus Jesus leben darf, hat mich durch sein Gesetz von der Sinn und den Tod sein Gesetz frei gemacht. So, der Jesus hat ein Gesetz und der Sinn und der Tod hat ein Gesetz, das sage ich heute hier. Was das Gesetz nicht tun kann, weil es durch das Fleisch geschwagt wird, dort deut Gott. So, was das Gesetz nicht tun kann, dort deut Gott. Heuschek sehen in Menschengestalt als ein Opfer für den Sinn, ein verdammter Sinn im Fleisch. Dort es in uns kann vorgebracht werden, was das Gesetz verlangt. So durch dort kann es in uns vorgebracht werden, was das Gesetz verlangt. Da kümmert Jesus. Da wir nicht so leben, dann als das Fleisch verlangt, aber so als der Jesus dort verlangt. Die noch fleischlich sind, beschaffen sich mit dort zum Fleisch gehört. Die aber, die den Jesus haben, mit denen von den Jesus kommen. Wer sich bloß mit Fleisch beschafft, für dem meint dort der Tod. Wer aber den Jesus hat, für den meint dort das Leben und Frieden. Wer fleischlich gesandt ist, der ist feindlich gegen Gott, weil das Fleisch nicht Gott ungetun ist und auch nicht kann, wenn es auch noch will. Die nach dem Fleisch, im Fleisch sind, kann nicht Gott gefallen. So, die nach dem Fleisch sind, kann nicht Gott gefallen. Aber je sind nicht im Fleisch, je sind im Jesus, wenn Gott in Jesus wirklich in ihnen wohnt. Wenn aber irgendwer nicht Christus in Jesus hat, dann ist er nicht ein von den Sinne. Und wenn Christus in ihnen ist, und der Körper dann auch durch den Sinn tot ist, so lebt ihn Jesus Gerechtigkeit holen. Aber wenn den Jesus in ihnen wohnt, der Jesus von dort abjuckt, dann wird der Christus von dort abjuckt, die stoffliche Körper auch weiter zum Leben bringen durch sein Jesus, der in ihnen wohnt. So, sehr wertvolle Versen. So in Vers 1 steht dort, dann ist nicht mehr zu verdammen, die in Jesus Christus sind, die nicht so leben, als das Fleisch verlangt, aber so als der Jesus das verlangt. So, nu sehe ich, dass das Gesetz gestorben. Und wenn ich in Jesus Christus bin, und wenn ich nu sein Jesus ist, was du fruchtbar in mir, dann hast du, ich glaube nicht, was das hier, das Verdammnis, von was das hier reden, ist dort das Verdammnis von der Ewigkeit, aber das Verdammnis, was wir erfahren, wenn ich proben, das Gesetz in mir selbst zu holen, und ich kann es aber nicht, dann sehe ich
verdomme mij daarvan. Ik zie dan condemned. Ik weet dat dan, I'm a failure. Ik kon dat niet. En die verdomnis, ik geloof dat is van wat ik hier reden net. Wanneer we in Jezus Christus zijn, dan, en wanneer ik nu zien Jezus leven dan niet, en dat wat het vlees verlangt, dan is dat, als het geen verdomnis meer in dat. Ik weet niet of het zijn meer aan dat, maar hopelijk wordt het klaar worden. Wenn wir wieder gehen, dann in Vers 2, das sagt, dass der Jesus, der durch Christus Jesus Leben gehabt hat, mich durch sein Gesetz von der Sinn und den Tod sein Gesetz frei gemacht. So er sagt, das ist ein Gesetz von der Sinn und der Tod. Und dann du, auf Englisch sagt das the law of the Spirit, das Gesetz von den Yes. So das ist zwei Gesetze da hier. Und das Bild, wat hier met halten dat lijkt, dat is van een airplane. Airplane, dus een gezaad, dat noemt zich gravity. En gravity, dat is wat alles naar boven brengt. Wanneer ik dit loslaat, dat valt erop. Dan is er nog een gezaad, en dat noemt zich, op Engels is het woord aerodynamics. Dat is een hechtere gezaad. So dat is niet dat dit gezaad niet goed is, maar dat is een hechtere gezaad. En dat kan dus een airplane een hech brengen. En zo is het hier het beeld, dus een law of the sin and death, dat is wat ons naar boven brengt. Dan is de law of the spirit, dat brengt ons naar hech. Dat is niet dat een slag is en dat onder goed is, dus het is een hechtere gezaad. En zo, wanneer je in Christus bent, dan bent je in dat hechtere gezaad van een Jezus. En we zijn van het onder het losgenomen. Zodat het onder het, dat heeft dan niet meer controle over mij. So Vers 3 hier, Römer 8, Vers 3, das sagt uns, es steht, wo das Gesetz nicht tun kann, willst du dort durch das fleischliche geschwagt wird, dort tut Gott. So wo das Gesetz nicht tun kann, das können wir es nicht, dort tut Gott. Das steht, dass er schickt sein Sinn in Menschengestalt aus ein Opfer für den Sinn und verdammt den Sinn im Fleisch. So Gott hat gedaan wat het Gesetz bloos niet kan doen. So ik geloof de trouble is veel dieper als wat we verder denken met ons. Dat is in onze natuur. We zijn in sinful nature. In mij de is niets niet goed, zoals hij zei. En wegen dat zo is, muss Gott eenmaal dat ze dit doen. Hij muss dat zo doen, want het Gesetz kan dat niet. En zo de werken, dat weten we al, aber de werken, dat kan dat bloos niet. Dat kan niet Gott gefallen, dat kan niet ons raden, dat kan bloos Gott. Hij doet wat het Gesetz niet kan doen. En zo dat is wegen dat er wordt niemand genoeg zijn wat je kost doen. Je kost niemand genoeg naar de kerk voeren, je kost niemand genoeg geld geven, je kost niemand genoeg de Bijbel lezen, niemand genoeg beden naar dat catechism memorizen, of wat allemaal weer proeven te doen, om God te gevolgen, die kost dat niemand genoeg, was niemand kan. En die zelfs dat genoeg doen, dat kan het niet. Dat moet God. En zo dat is dat niet genoeg is, wanneer we een mens zijn, oké, du moet bis dat slecht het abhören en dat goed het ontvangen. En Paul zegt hier, ik kan dat niet. Dat slechte wat ik niet wil doen, dat doe ik. En dat goede wat ik wil doen, dat doe ik niet. Zo'n message, dat schaft niet. We moeten bij komen dat we dat zijn dat God heeft dat gedaan, wat dat Gesetz niet kan. Hij wordt het niet in mij doen. So Jezus kwam en hij kan God ganz gefallen. Dat Gesetz ganz gefallen. En dan starb hij aan zijn dood. Want we kunnen dat niet. Sondern wieder hier in Vers 4 sagt es, dass het in ons kan voortgebracht worden. So waarom deed Jesus dit, waarom kwam hij Jesus dit en starb voor ons en dat het Gesetz ons gevallen en erfüllen, dat het in ons kan voortgebracht worden, wat dat Gesetz verlangt, dat we niet zo leven als het Fleisch verlangt, maar zoals der Jezus verlangt. So waarom deed God dit? Zodat we wat in Christus werden, we wat met aan gestorben werden, dat het Gesetz gestorben werden, we wat nu
das nie Weg von den Jes nu gehen doen, dat wie dat nicht worden brauchen, dat Gesetz erfüllen. Dat ist wie Jesus das teilt. Dass wir den Sinne Gerechtigkeit nicht können haben. Sondern wieder in Vers 5, ich wollte noch einmal überlesen, die nach fleischlich sein, beschäftigen sich mit dort Fleisch gehört. Aber die über den Gesetz haben, das Gesetz von den Jes, mit denen die von Jes kommen. Wer sich bloß mit dem Fleisch beschäftigt, für dem meint er Tod. Wer über den Jes hat, für dem meint er Leben und Frieden. So wir müssen einmal mit diesen Realisation kommen. Und ich weiß, ich habe das nicht all. Sei bin ich hier, sage ich. Aber fährt man, wir den ja 7 Mal hören, was wir das erste Mal hören. Aber wir müssen mit dem Punkt kommen, dass wir dort weiten, dass Gott hat dort getan, was das Gesetz nicht kann tun. Das ist unsere Radung. Und nicht, als wir uns, wenn wir uns christliches Leben wiederleben, das braucht so viel um Gott nie, als das dann da uns raden. Nicht um das Leben braucht das auch Gott nicht genug. Dann um uns raden, braucht das Gott nicht genug. Wir müssen mit dem Punkt kommen, wo wir das Paul zu den Galater sein, was du in Jes wie euch fangen, probier nie im Fleisch und durch das Gesetz vorig zu merken. Zum Beispiel, wenn ich dann einen Airplane anhebsen würde, okay, da haben wir einen Lauf einschalten, weil ich gedreht habe, und ewig war ich Salz. Gut, war dann darauf kommen, ne? Das ist in Jesus, wo das so ist. Und wenn wir das noch nicht klar worden haben, dann waren wir immer proben und failing, weil wir immer waren verdammt viel, wegen, okay, ich kann das nicht, Gott, ich kann das nicht. Ich kann nicht mit mir selbst Gott gefallen. Wenn ich will, wenn ich einen starken Wunsch habe, um das zu tun, ich kann das nicht. Aber wenn ihn meint, so zu sein, wenn ihn meint es und in Yes, und du das weißt, dass du bist von der Gesetzlos und du bist von der Sinnlos, dort Frucht produzieren, Leben und Frieden. Ein fruchtbares Leben. So, am Vers 7 sagt er, wer fleischliche Sonne ist, der ist feindlich gegen Gott. Weil das Fleisch nicht Gott ungetun ist und das nicht kann, wenn er doch will. So, das ist von hier noch einmal ein Reminder geben, dass der Romans hier das sehr proben einzutragen. Er sagt, dass das einzige Ding, was du hast, zum Gott geben, das die sinnvoll hier in der Tier, das ist das einzige Ding, was wir haben. Und das ist das einzige Ding, das schafft nicht. So, wir müssen haben das übergeben, wenn Jesus nimmt dort ab, sich am Kreuz. Aber das ist alles, was wir haben zum Geben. Wir haben keine Werk, wir haben kein Geld. Wir haben bloß unseren Sinn, uns sinnvolle Körper, und dort müssen wir ihm übergeben. Und dann nur in Jesus leben. So, solange wir noch wollen proben, von das Fleisch zu leben, weil wir Gott niemals gefallen. Wegen Hebräer 11 sagt, dass mit Unglauben, mit Unfaith, das ist ganz allmählich Gott gefallen. Das ist bloß durch den Glauben. Und dann kommen wir hier bei den letzten paar Versen in Römer, nicht die letzten paar Versen in Römer 8, aber wir wollen nicht bei den 11. Vers lesen, von 9 bis 11. Und das ist, wo die gute Nurreich ist. So, das tut sich dann alles so hoffnungslos, wegen, okay, ich kann das nicht, und das Gesetz, das ist nicht effektiv, ich kann dort nicht nur kommen, und wo dann haben wir mich nicht? Und dann sagt es hier in Vers 9, aber ihr seid nicht im Fleisch, ihr seid im Jes, wenn Gott sein Jes wirklich in ihnen wohnt. Sondern denkst vielleicht so, okay, well, ja, wenn Gott sein Jes in mir wohnt, aber wohnt er verhebt in mir, oder wo soll nicht haben mit mir? Und dann sagt es hier, wenn aber irgendwer nicht Christus sein Jes hat, dann ist er nicht ein von den Sinnen. So, was du sagen, ist, wenn du ein Christ bist, und wo du Christ, dann hast du all den Sinn Jes. Du brauchst nur mal bloß Gott danken für dort. Der wird du nicht von Sinne sein, der wird du noch nicht wahre geboren sein, der hat nicht Sinn Jes. Aber wenn du wahre geboren bist, dann hast du den all. Du brauchst dir nicht denken, okay, ich kann dann noch mal nicht, was mir fehlen wird. Aber du hast den Sinn Jes, und das ist, was Paul sagen ist, aber ihr seid nicht im Fleisch, ihr seid im Jes, wenn Gott in Jes wirklich in ihnen wohnt.
En wo weten we dat wat God zijn jes in mij woont, dat wanneer ik waargeboren ben, wanneer ik een van zijn kinderen ben, dan heb ik zijn jes in mij. En zo we dat dan schaffen, dat ik kan dat vielleicht mal erfahren. Ik denk zo, ik heb vielleicht eerst een meeting met somebody, en ik weet dat, oké, dit is een mens waar ik top kom, dat is immer nog schwer. En ja, vat mir de Wörter an und doe ik vielleicht something wat ik nicht will, oder sage ik wat ik nicht will. Okay, dit moet ik proben dat anders te doen. Dan ga ik naar de meeting en sure enough, er passiert wat, en dan vat mir de Wörter an en dan heb ik wat gefaild. Okay. En nu is nächste week wat, okay, nächste week komt de meeting wat op. Dit moet ik dan, okay, God, dit kan zijn wat mij immer passieren wird. Wenn ich dit proben doe, ik kan dat niemand. Ik vat immer de Wörter an, dan zeg ik alle Sorten van je dingen aan. Kost du dat nu in mij doen? Kost du dat doen wat ik niet kan doen? Dat wat dat gezegd niet kan doen, dat wat ik niet kan doen, God, kost du dat niet doen? Dit is wat we dat applying doen in ons leven. Okay, dan ga ik naar de meeting en dan zie ik over de meeting en ik denk er niet meer aan. Schaf alle fan, de meeting net goed, en wanneer ik thuis ben, dan denk ik zo, hey, ja, dit moet voor me niet meer te weten. En wat is dit passiert? Ik proef niet meer, maar ja, dat is van de yes, die drugt die. De yes, die dat in die. En dat is de onderscheid van wanneer ik zelfs proeven doe, of wanneer ik aan dat looten doe. En dat change vielleicht eerst in je leven applying. Wanneer zijn de dingen zijn die immer waar failing doen, en dat schafft bloß nicht. Proef dat mal Gott even te geven en zeggen, God, ik kan dat niet. En er staat immer waar proeven en failing, just admit it. We sagen, God, ik kan dat niet. In mij is niet goed in mijn vlees. Ik heb die kracht niet. God, kost du mir dat in mij doen. En dat is krak wat wo God ons veld stehen. Hij zegt, okay, finally you're getting it. Nu kost mal verstaan. Du kost dat niet. Laat mij mal. En zo, wieder te lezen dan in vers 10. En wanneer Christus ingedient is, en die charpa dan ook durch de zin dood is, zo leef je jes om de gerechtigheid houden. Aber van dem zijn jes ingedient van, dat Jezus van dood opwek, dan wordt hij durch Christus Jezus van dood, opwek, jene stoffliche charpas ook waar zum Leben brengt, durch zijn jes, dat ingedient woont. So Paul sagt dat in mij is niet goed. Dat is een dodescharpa wat ik heb. En hier sagt het over, ja, du hast een dodescharpa, want de charpa ook dood is. Maar weet je wat, du hast den jes in die wat Jezus van dood opwek. En wanneer du den jes in die hast, dan kan hij die ook leven geven. Wanneer we den starken jes in ons hebben, wat Jezus van dood opwek, dat is niet best geschreven zum Schein hier, und das ist einfach so, dass wir sein Jes in uns haben. Krank der Jes, dass Jesus von dort abjuckt, und durch den, der kann uns nicht Leben bringen. Glaube ich dann, ist dann erst ein Excuse, was erst was zu schwer sein für Gott, wenn er Jesus von dort abjuckt, was dann erst was für den sein Jes zu schwer sein, in dein Leben zu tun? Und das ist Paul sein Argument hier, dass Jesus an sein Jes, Jezus in Jes, der Jes dat am van dood opwek, hij wat die ook leven geven. En zo hij wat dat doen, wat het gezegd, wat die niet kost doen, durch den Fleisch. So, dat is wat we weten, we nog te beten. God, ik dank je voor wie u bent, en ik dank je voor ons lezen van dat gezegd en ons dien Jes geven in ons, zodat we durch den Glauben die Vater je volgen kunnen. We weten dat Jezus dat u dat deed, dat we niet kunnen doen. Dat wat dat Fleisch niet kan doen, dat wat je zaad niet kan doen, dat deed u en dat is u nu ook nog immer waar. En ik bid dat u ons verschalten, dit uit te leven, niet uit onze eigen kracht, maar durch dien Jezus. En die zou doen, als u dat verlangt is. In Jezus' naam, amen. Dankeschön für die Botschaft. Wir können ja weiter hier und wo das wird tun mit uns, wenn Gott nicht hat seinen Sehen geschenkt, nicht?
werden alle verloren sein und keine Hoffnung für uns. Aber Gott sei Dank, dass er schickt den sie sehen und wir haben Leben durch ihn. So vielen Dank für dort. So for announcements diese Week, care groups on Wednesday. Das ist gewöhnlich. Und nächste Weekend ist der Men's Camping Trip, weil ich noch nicht abgesehen für dort. Das ist in der, ich glaube, das in der Church General Group oder in den Announcements. Und Madvik ist die Deadline für dort, dass wir kann wir im Bett sein, wie viele Menschen wollen sein, oder wie viele Männer und Jungs, und do the shopping and stuff like that. So, yeah, just du hast noch Zeit, you kann auch alle absehen. And it's going to be at Pat May's, so nicht so wie zuvor, but it's going to be a good time. Und ich will auch noch fragen für Gebeta für Danny Fairs, Katie, bloß heute in Juni Gebeta, dann wieder, dass Gott wird mit dir sein und die wieder heulen. Und die wollen noch eine lange Ruhe vor sich haben. So, halt dort und denk, Dankeschön.